Na Freunde, seid ihr auch schon so erfreut wie Sichlo im Hintergrund für eine neue Ausgabe von Pokémon Legenden Arceus? Ja, er ist so erfreut, dass man schon einen Skalp abschneiden möchte. Okay, Sichlo kommt zurück. Danke. Also, wir haben noch einiges zu tun. Man sieht es auch anhand der Side-Quest, dass es noch viel zu tun gäbe. Aber ich würde sagen, erstmal die alten Dinge abschließen, bevor wir Neues anfangen. Wäre vielleicht besser. Und zwar nehme ich jetzt doch halt mal einen Bidizza mit. So. Und guck mal, ob wir irgendwie die Quest starten können oder so. Na du? Es ist relativ stumm unter Bidizza. Mal gucken, die frechen Bidizza. Kann sie irgendwie hiermit starten? Ausreichend ablenken, okay. Darf nur dabei haben und durchs Dorf latschen oder wie darf er das interpretieren? Nee, ich glaube eher weniger. Am besten will ich keine Bidizza. Ja und nun? Hey, Typi! Der quatscht nicht mal. Wie unhöflich. Ja und nun? Der Übungsplatz, ja, aber ohne Bidizzas habe ich ein kleines Problem, Freunde. Hä? Soll ich das Dorf verlassen wieder rein? Was noch Pokémon aufgetaucht sein, ja? Oh, ist das, was ich gerade denke, was es ist? Massiver Auflauf von Pokémon. Ah, jetzt gibt es also auch schon, okay. Ja, Schwärme. Nichts anderes als Schwärme, Freunde, kennen auch schon aus anderen Spielen. Und da ist jetzt halt die Frage, sehen wir das eigentlich auch schon auf der Karte, wo die sind, oder? Massiv Auflauf von Pokémon, Sichlo. Ja, gut. War zu erwarten. Nee, was ich eigentlich heute in der Folge machen wollte, ist zum einen die Sidequest, zum anderen aber auch Pokémon Jagd gehen. Ja, mal nachgucken. Weil es ist tatsächlich so, wie bereits in der letzten Folge erwähnt, zum Beispiel jetzt hier mit Panflam oder hier mit Evoli. Sobald ich halt raus wieder reingehe, oder beziehungsweise jetzt rein wieder rausgehe, aus Jubeldorf zurück in die Wildnis, werden die Spawnpunkte neu generiert. Das heißt halt, welche Pokémon wo auftauchen, das wird generiert. Wenn ich halt das Gebiet irgendwie wieder ein paar Meter verlasse, wieder zurückkomme, spawnen die Pokémon wieder nach, aber sind die gleichen Pokémon eigentlich, die vorher schon festgelegt wurden. Das heißt wirklich halt, Pokémon neu spawnen lassen, geht eigentlich nur so. Okay. Und dann bloß ins Dorf zurückkehren. Hä? Muss ich mal so machen? Das geht auch anders. Dass er einfach so ins Dorf zurück kann, dann muss er das irgendwie anders machen. Ich habe doch ein Bidizza dabei. Und nun? Ja, was mache ich jetzt?
Die frechen Milizer ist markiert. Ich habe ein paar Punkte, das sind neue Nebenquests. Das hat nichts mit den alten zu tun, Freunde, überhaupt nichts. Hä? Verarschen? Bin immer wieder dankbar. Wofür? Widerstandskraft, Gesundheit. Gesundheit. Nee. Hä? Was für eine seltsame Quest. Oh, ist ein Irrlicht nochmal. Die kann noch tagsüber holen, okay? Da würde vielleicht nur nachts gehen. 5 Geiselier sind noch in diesem Gebiet. Was? Und nachts wäre es natürlich theoretisch einfacher, wenn man sie besser sehen würde. Insgesamt gäbe es ja 107, wa? 107 Irrlichter. Über ganz Hisui verstreuen. Dann kann man wohl ein Kripo fangen. Oh, kann ich eigentlich direkt mal nutzen, um eben auch noch die Biliza zu suchen. Andererseits, ich weiß auch nicht, hey. Bidi, bidi. Ha, geschnappt. Der Milizer und du hat den Dreh echt raus. Aber habt ihr gar keins gesehen? Ach nein, ich muss die ganze Stadt oder beziehungsweise alles einfach absuchen. Oh je. Okay, Freunde, in dem Part machen wir nur Sidequests. Tut mir leid, ich dachte, ich könnte noch ein bisschen was anderes bieten. Und sowieso machen wir sogar nur die eine Sidequest. Ach du Scheiße, wie ich hier alle Milizer gefunden habe. Wenn man es so machen muss. Von anderen Sidequests mal ganz abgesehen, die ja alle noch offen sind. Die Frage, sind die Bilizas nur hier oder sind die auch draußen? Okay, das habe ich jetzt gesehen. Hey, sieht man die doch? Bidi, bidi. Dreh echt raus. Okay, man sieht sie also doch gut. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Man kann mir doch ein bisschen auf meine Augen verlassen. So, dann haben wir noch eins. Da ist noch mal ein Faxo. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich das Gefühl, das Dorf wird immer größer. Was eigentlich ganz geil wäre. Währenddem wir hier halt am Forschen, Experimentieren und so weiter und so fort sind. Fliehbrücke, okay. Ja, währenddessen wächst halt alles. So, das ist das letzte. Aber da ist ja gut getarnt, ey. Alter Schwede. Jo, haben wir. Das waren alle 3. Dankeschön. Bevor Sie freilässt, nehmen Sie lieber zu mir in den Bautrupp. Was? Aber beim Bautrupp haben Sie mit Ihren Sender den größten Schaden angerichtet. Ja, aber so sind Pokémon nun mal. Woher sollen Sie den Regeln unseres Dorfes kennen? Außerdem zeigt Ihre Vorliebe für das Holz unser Gebäude von gutem Geschmack.
Sie werden allerdings nicht einfach nur hier bleiben, sondern uns auch bei der Arbeit helfen. Doch ihr wiederholtes Eindringen ins Dorf haben sie jede Menge Ausdauer bewiesen. Zusammen mit ihren robusten Zähnen, von denen weder Holz noch Stein ein Hindernis darstellt, macht sie das perfekt für den Bautrupp. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr mit uns arbeiten? Nach harter Arbeit schmeckt das Essen sogar noch besser, glaubt mir. Ja, Mann! Das wollte ich hören. Bidizas, auf sie! Belohnung, danke. Sonderbonbons, die sparen wir uns natürlich auch für später auf. So, das heißt, wir bringen mal das Bidiza zurück, denn ich hätte gerne meinen Starter zurück. So. Dann wäre das auch erledigt. Dann nochmal Missionsliste. Ein großes Bammelin, ja, das wäre natürlich echt mal etwas. Pokédex-Antrag von Sipurze. Ja, da noch ein bisschen. Aber Vorfälle bei Nacht. Ja, bei Nacht wäre eigentlich tatsächlich mal eine Idee. Wieder noch ganz kurz. Pokédex-Eintrag Sipurze. Was fehlt denn da überhaupt noch? Mit Nahrung gefüttert noch nicht. Okay, muss ich das noch machen? Ich brauche noch ein Bammelin, ich das entwickelt haben, wenn ich sterben, dann Support entwickeln könnte. Weil ich eigentlich eins dabei habe, beziehungsweise eins dort habe. Okay, dann machen wir es doch anders. Ich schlafe erst, bis Nacht ist. Ching, ching, ching. So. Noch etwas ablegen. Lagerkiste verschieben. Ja, bitte die Dinger noch. Feuerstein, Purpurstück. Einfach den Köderteig mitnehmen. Mhm. So, jetzt haben wir es eine Nacht. Das Problem ist, wenn ich direkt reingehe, wird dann bereits wieder was getriggert, weil ich wollte jetzt eigentlich noch irgendwie meine Tasche erweitern, aber gut, dann warten wir damit mal noch. So, uns fehlen ja noch ein paar Irrlichter hier, oder? 3 Stück, glaube ich. Wie sieht's aus? Ernsthaft? Okay. Untersuche bitte jeden Winkel. Mach ich, mach ich. Achso, da hat er gerade Ego-Perspektive. Aha. Sehr faszinierend. Du hörst ein Geräusch aus Richtung des Eingangs. Du hörst ein Geräusch von unter dem Tuch. Du siehst Funken vorbeifliegen. Etwas scheint von dir vorbeigehuscht zu sein. War das ein Pichu vom Geräusch her?
Yep. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Alles in Ordnung bei dir? Ist echt flink. Nanu, ist es Pichu etwa? Es ist so äußerst unwahrscheinlich, aber das könnte das Pichu sein, das ich vor einer Weile verletzt im Wald gefunden habe. Ich würde mal sagen, es ist es. Ist diese Beere für mich? Willst du mir etwa dafür danken, dass ich deine Wunde behandelt habe? Chu. Pikachu, nee, Pichu. Moment mal, das heißt, in meinem Haus war nur ein dankbares Pichu. Und ich dachte, es wäre sonst was Schreckliches gewesen. Mensch, bin ich erleichtert. Und bescheuert. Mhm. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ching ching, kein Problem. Und ich erst. So, dann hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Blüht es oder blüht es nicht? Nee, das ist was anderes. Muss ich sagen, da Kino das Pokédex-Eintrag. Ja, geht ja später. Ja, das können wir bereits mal machen. Aber wenn ich schon mal hier bin, also wenn es, meinetwegen, wenn es schon mal Nacht ist. Ah, da das hier. Hä? Warte mal. Irgendwas passt oder so? Nacht in der Windpassage. Ach so, okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die Windpassage überhaupt sein soll, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwie halt ein Irrlicht ist, also das mit Krippburg, das damit zu tun hat. So, jetzt meine Frage. Kommen wir jetzt hier eigentlich wieder zurück? Einfach Ausgang, oder? Du müsst doch gehen. Dass ich nicht einfach irgendwie die Quest hier abbrechen oder so? Geht offenbar nur so. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Ich dachte, das würde irgendwie auch einfacher gehen. Windpassage. Waren wir schon mal irgendwo? Ja, hier sogar. Okay. Genau, hier ist noch das Auftauchen von Sichlo, das Massenaufkommen. Das weiß ich. Was ich noch erwähnen wollte, aber irgendwie, ich glaube, letzte Folge war ja irgendwie das Thema mit Georock. Also Georock, dass es irgendwie darum geht, dass das Pokémon irgendwie noch finden bzw. fangen müssen. Wir dafür vielleicht das Item kriegen, was wir für die Entwicklung von Sichlo zu Axanto brauchen. Wir haben jetzt sagen lassen, es gibt noch eines. Warte mal, es müsste irgendwo ziemlich genau hier sein. Hier ist das Auftauchen von Georock offenbar um einiges wahrscheinlicher als hier, weil hier ist wirklich ein bisschen selten. Und ja, würde man sagen, können wir es dann mal bei Gelegenheit versuchen. So, man steht ja nicht so an hier. Manchmal ein bisschen schwierig, der Gute. Hey Kumpel, ich habe gesucht. Es war anders als erwartet, aber soll mir recht sein. Starter gegen Starter. Gut, man hat schon entwickelt. Also, Igelava, bitte kill ihn nicht, ja, da wäre ich sehr dankbar.
denn ich will es fangen. Mit einem Pokéball. Flieg und Sieg. Zing, zing. Zeige Tamera das Panflam. Machen wir, machen wir. Später. Da vorne ist offenbar noch ein Kleinstein. Ist halt die Frage, sollen wir direkt mal um Georock und so kümmern? Nee, da bin ich ein bisschen zu früh dafür. Wenn ich gerade hier bin, was könnte man sonst? Ich könnte natürlich kurz mal gucken. Geweihenhöhe, ob dort jetzt theoretisch noch weitere Panflams wären. Also halt durch dieses Respawnen. Weil es gibt ja offenbar Pokémon pro Gebiet, sag ich jetzt mal, die spawnen immer, die sind immer da und andere spawnen halt ab und zu. Ich sehe jetzt hier zwar nichts. Gut, dann halt nicht. Ja, ein bisschen weit weg, sehe ich gerade. Hui! Ich wollte sagen, das ist wieder dieses krasse Damioplex. Da wackelt wieder etwas. Ja, aber eigentlich wäre es ungefähr wieder hier. Viele Panflams theoretisch hier in der Nähe. Aber eben, wie ihr seht, ist jetzt momentan wieder keins da. Alles klaro. Da gucken wir uns doch mal hier nochmal ganz kurz, ob jetzt vielleicht irgendwie ein Evoli gespawnt ist. Könnte ja sein. Und ich will ja eigentlich eh noch einen Bammelin fangen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Also noch eins, weil da will der eine Typ will ja ein Bammelin, also ein großes Bammelin haben. Ich habe keinen Bock, mein Bammelin dafür herzugeben. Wie man jetzt schon, hier hat es immer noch kein Evoli. Also wohl kein, sag jetzt mal, Boss-Evoli, also Alpha-Evoli. Ich nehme mal an, hier hinten dürfte auch keins sein. Oh, das ist ein Irrlicht. Oh, da ist ein Alpha-Galoppard, aber kein Bock drauf. Wir kommen hier hoch. Bisschen schade, dass man nicht direkt die Level der Pokémon sieht. So, sag mal, was machst du da, Michael? Berührst dich einfach mal. Geht doch. 19 Geisellicht alleine hier noch. Ja, ich weiß. Ja, das Galopper sieht mir ein bisschen böse aus. Okay, aber in dem Sinne immer noch leider keine wilden Evolis. Und du nicht weiß, ob die nachts überhaupt spawnen.
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ist ja auch kein Problem. So, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, warte mal. War gefangen, besiegt, mit der Attacke vom Typ Geist besiegt, wäre mal was. Was entwickelt haben, spielende Dinge erforscht. Generell auf noch ein paar fangen, wa? Shit, ich vergesse. Alter, ich bin 17 Level höher. Und es hat das Vieh nicht gekillt. Ich dachte gerade, okay, jetzt ist schon vorbei. Schade, hätte ja funktionieren können. Aua, muss doch wehtun. Barrierschloss macht offenbar nicht so viel Damage, warum auch immer. Schade. Ja, er switcht gerade mal das Pokémon. Machen wir beide mal relativ schnell platt. Versuchen es zumindest mal. Ich kann natürlich hier mit sehr effektiv und so. Ja, komm. Kann ich eigentlich switchen, wohin ich angreifen möchte? Also sprich, welches Triftlohn jetzt? Ah, okay. ZL, da oben steht es so schön. So. Ein Gegner weniger. Okay, ich beeile mich lieber. Weil das finde ich jetzt nicht so geil. Erstmal schön paralysieren. Sehr gut. Alter. Okay. Nimm doch mal einen Eiszahn, um dich einzufrieren. Nein! Gut, ich wollte gerade sagen, vielleicht machst du nicht so viel Damage. Aber das... ja, das war zu viel gehofft. War das Vieh eine Normalattacke drauf. Es hat... Ja, warte mal. Erstauner als eine Geistattacke und es hat natürlich Ladeschall als Elektroattacke drauf. Okay, Gedankengut ist schon wieder weg. Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass es so schnell geht. Aber die Mitteilung ist so, ich glaube, es ist auf Walzer fixiert. Mhm. Und wechseln kann ich trotzdem. Das war das Fixieren hier ein bisschen anders gemeint. So jetzt aber. Kumpel, du nervst mich. Was? Paralyse wurde aufgehoben? Okay. Das ist auch neu. Es gibt Dinge, die sich automatisch, also die können sich von selbst aufheben, ja, aber Paralyse gehört eigentlich nicht dazu. Alter. Hey, Wamelin. Der erste Gegner. Okay, ist aber kein Alpha, wollte ich gerade sagen.
Ist der auch größer? Könnte sein. Ach komm, weißt du was? Ich meine, ist echt ein Schwerball. Was für eine Folge, Freunde. Groß Exemplar gefangen. 2. Okay, gut. Wenn wir sagen, das reicht fürs Erste, dann mal zurück in die Anhöhe. Ching, ching. So, Driftlon ist schon mal Stufe 10. Sehr gut. Biliza war mal jeweils Stufe 10. Damiplex kommt voran. Igelava wieder mal irgendwas Neues gemacht oder so. Sehr schön. Natürlich Pamphler. Wie könnte es anders sein? Perfekt. Ins Dorf zurückkehren. Keine Sorge, Sicherheitstruppe begleitet uns. Ja, wir sind ja eigentlich eh schon im Dorf. Also insofern, dass wir jetzt eigentlich auch sparen können. Aber egal. Freunde, ich würde sagen... Team ist wieder geheilt, sehr schön. Wir beenden die Folge wieder mal an der Stelle und dann nächste Folge halt wieder mal die Sidequests hier abschließen. Sowohl das Rätsel des roten Lichts, was sie haben, als auch, ne, der noch nicht. Doppelrittich. Geisellicht in der dunklen Nacht. Alter, das dauert weiß wie lange. Den können wir abschließen. Großbammelin können wir abschließen, weil wir jetzt 2 davon haben. Chipurze, der geht noch nicht, aber ist egal. Und dann halt wieder ein paar neue Quests annehmen und mit der Hauptstory weitermachen und so. Und dann vielleicht doch schon mal auf dem Weg zu Georock machen oder zur Location dort. Um mal zu gucken, ob wir echt noch eins finden werden mit dem Item eben, das wir brauchen, um Sichlo zu entwickeln. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legends Arceus. Bye bye.